Der Frühling ist eine Zeit, wo die Planten sagen, du hast eine Pracht da binnen. Das wird schön nicht binnen. In Paraguay habe ich den Frühling, auch andere Zeiten ziemlich markiert, wo alles einfach anfängt sich zu ändern. Die Planten, das gibt so eine schöne Blätter, das gibt so eine schöne Blumen. Das ist das Beispiel, wo eine Änderung kann passieren an der Natur. So steht es in unserer Natur auch was berne, wann wir den rechten Saft in der rechten Zeit nehmen. Gott möchte an uns diesen Frühling präsentieren. Im Frühling, wenn diese Blumen verkommen, dann braucht man nicht von geschenkten Blumen aufhängig sein. Einige Menschen, wenn die Blumen wollen, die planten einen Garten. Andere sind aufhängig von anderen Blumen, was ihnen schenken werden. Blumen geschenkt kriegen ist nicht was Schlechtes. Aber ein guten Garten merken für andere, die Blumen geneuten aus einem Blumenbaum. Oder andere Planten, die Blumen geben, ist eine sehr schöne Sache, dass du nicht bloß brauchst erwarten, sondern die einfach geneuten kannst. Aber nicht bloß an deinen Garten die Blumen, sondern auch in dein geistliches Leben. Wie sieht dein geistliches Leben aus? Sind die Blumen da binnen? Wie sieht es in deinen Gefälle aus? Sind die Blumen binnen? Da hast du immer lange Pitz gesagt, und so sitzt immer, wenn du die Jugend forschst, dass andere einfach bloß diese Speicher an der Rose erkennen, aber niemals eine Rose. Gibst die Rose, wie sieht es, wenn du in ein Haus kommst? Können die Menschen die Rose uniten? Oder gibst du die Früh oder die Mann immer bloß die Speicher zu sperren? Die wollen nicht mal ein Stück Speicher sein, und vielleicht gibt es irgendwann nach Rose. Gott hat die gemerkt, dass die beste Blumen an die Familie, an die Gemeinde, an die Gesellschaft wieder gibst und sagen, wow, das ist ein schöner Geruch. Das ist ein sehr Geschmack, diese Blumen. Wenn wir an sie feilen, sind sie leicht beeinflusst von anderen. Wenn die jeden wird anders sind, wird er auch anders sein. Aber wirklich erst nur Lehrnis. Wenn du was schaffen, über deine Fäule, keiner kann die dann mehr bieten, du gibst die Erlaubnis. Und wie kann die Möglichkeit auch dann, wenn die Welt irgendwo versteht ist, immer noch, wenn gute Blumen an unsere Fäule hochzubringen, an unsere Friede hochzubringen, wenn das auch nicht alles funktioniert. Die Bibel sagt uns in Philipper Kapitel 4, Vers 4 bis 7, sagt es, Friedchen immer toll, wenn es jedem Herrn gehört. Und ich sage nochmal, Friedchen. Also das ist, nochmal das sage, Freie. Also das ist, als wenn du eine Orden hast, nicht bloß eine Möglichkeit, wenn das alles funktioniert und du hast $1 Million am Konto, dann kannst du die freien. Friedchen einfach. Alle Menschen sollen morgen, wie Gott heute ist. Der Herr ist in dich bei. Merkt keine Sorge. Und jeden Wandchen und Gott und alle Leute und sieht immer im Gebet und Fürbitte mit aller Dankbarkeit in dem Frieden Gottes immer. Also mit Gebet und mit Dankbarkeit einfach Gott segnen. Wenn du die nicht freien kannst, dann kannst du Gott fragen, Gott halt mich mal zu freien. Was nimmt dir die Freude weg? Deine Zeit, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Finanzen, dein Konto, die Kooperative? Wem hast du das übergeben, wer bestimmt, ob du die freien kannst oder nicht? Viele Menschen haben das aufgegeben. War meine Schwieger, meine Frau, meine Finanzen, die Kooperative, die Banken, das Land, der Präsident, die bestimmen, dass ich mich nicht freien kann. Man, die würde alles andere, wo ich mich freien kann. Wobei ich immer meine Freiheit verkaufe. Das, was die Bibel sagt mit diesem Text, ist nicht so neu für mich. Das ist für andere Menschen, das ist für damals. Aber das gilt nicht für mich, nicht für diesen Tag. Ja, da kannst du glauben, die Bibel ist die Wahrheit von diesen Tag noch. Und wenn ich mich nicht freien kann, lieber Gott, halt mich. Ich will dankbar sein. Danke für die Denke. Und Menschen, die wirklich denken, die einen klaren Kopf haben zum Denken, die sind dankbare Menschen sind einfach frei. Die bringen weniger Krankheit in sich selbst und setzen nicht immer ein Jammer über alles, was so schlimm ist. Das ist leicht ungewohnt hat, eine steht eine Anbetungs- und eine Dankbarkeit hat, dann einfach eine Schlemmbetungszeit hat. Also einfach setzen den Raum schlemmen immer. Was ist das in deinem Leben? Ihr habt das eins, wo du sagst, okay, ich will mir entschließen zu freien. Dann kommt über dies, dann kommt noch das Schlemmen dran. Friedchen, einfach, ich sage nochmal, Friedchen, sagt die Bibel, wiederholen. Ist das, Gott sagt das. Und wenn du sagst, das geht nicht, dann sank die mit Arm wieder. Aber fang an zu glauben, was die Bibel sagt, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und ich würde das glauben, und ich würde das wieder tun, wenn ich glaube an Gottes Wort. Bist du bereit, an Gottes Wort zu glauben? Wir haben das mal nicht sehr leicht sein, weil eins wird vollständig, aber das ist jene Bibel. Und einfach sagt der Raumschlemmen und undankbar sein, ist einfach eine ganz geradste Sache, was jene Bibel ist. Und Menschen sehen nicht, dass andere keine gewonnen werden. Wenn eins wer von Büten nennt, sitzt eine Gesellschaft, die glauben an Gott. Kann er das mit Frieden ausstrahlen? Oder versuchst du das immer, sollen alles kaputt machen? Wenn eins wer in der Rose sitzt, dann sage ich, aber der hat noch viel Speicher. Was sitzt du? Bloß die Speicher? Sitzt du in der Rose? Sitzt du in der Blume?
En dat is in den drehen Stock. Und wenn er nie sich bekehrt, den Stock wird schon wie keine Blätter und keine Blätter rüberwassen. Glaubst du an die Macht Gottes? Das sei wel mal sein, ich will dir sagen, ich glaube nicht so leicht. Ich will nicht mehr sterben, solange es nicht alles so herrlich sein, als ich mir das vorstelle, in dem die Niveau ist, wo ich sehe, dann wo ich nicht glaube. Was ist in dein Leben? Mag Gott dir wieder sehen, dass du kannst das Beste geben und dass du kannst wieder sehen und ihm sehen.